Na ustanovni seji so poslanci za predsednika Bundestaga pričakovano izvolili Wolfganga Schäubla. Zanj je glasoval 501 poslanec, 173 jih je bilo proti, preostali pa so se vzdržali. Bundestag, katerega število zveznih poslancev se spreminja, ima v novi sestavi 709 poslancev, s čimer je najštevilčnejši parlament v kakšni izmed zahodnih držav. Novi predsednik Bundestaga je sicer nekdanji finančni minister v vladi Angele Merkel, znan pa je po svojem zagovarjanju uravnoteženega proračuna in po aktivni vlogi v času krize v evroobmočju. Zdaj ga pri vodenju parlamenta čaka nov izziv in sicer brzdanje skrajno desne stranke AfD, ki se je v parlament prebila prvič po drugi svetovni vojni. Mesec dni po zveznih volitvah je nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier tudi formalno razpustil kabinet nemške vlade, ki je vodila Angela Merkel. Ta se sicer že pogaja za oblikovanje nove vladne koalicije, v kateri bodo poleg vladajočih krščanskih demokratov še liberalci, FDP in zeleni. Slednji želijo koalicijski dogovor, ki bi izkoristil trenutno ugodne gospodarske razmere. Ja, das Thema Finanzplanung ist ein ganz zentrales für die Sondierungsgespräche. Deshalb ist es gut, dass es jetzt heute Abend gleich zu Beginn auf der Tagesordnung steht. Wir haben aufgrund der günstigen Konjunkturlage, der niedrigen Zinsen, der niedrigen Arbeitslosigkeit, der sprudelnden Steuereinnahmen gegenwärtig eine gute konjunkturelle Ausgangsbedingung. Aber auch das Geld muss zielgerichtet investiert werden, nicht im Unverstand ausgegeben werden. Für uns gibt es einen ganz klaren Vorrang in Investitionen in die Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland und Europas. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Od nove velike koalicije veliko pričakuje tudi nemški predsednik, ki pričakuje, da bo Nemčija tudi v bodoče tista evropska sila, od katere se bo največ pričakovalo. Aus der vergangenen Bundestagswahl sind die Volksparteien, die Koalitionspartner dieser Bundesregierung nicht etwa gestärkt, sondern geschwächt hervorgegangen. Und es verbleibt eine große Herausforderung für die Politik, eine Herausforderung, die sich in unserer Demokratie an beide Seiten richtet, sowohl an die Regierung als auch die Opposition. Große Mehrheiten können Großes bewegen, und das mussten sie. Denn die zurückliegenden 4 Jahre waren mindestens durch 2 Entwicklungen geprägt. Zum einen haben Krisen und Konflikte die Welt und unseren Kontinent erschüttert, weltweit in einer solchen Vielzahl und Dichte, wie wir sie, zumindest ich, in meiner ganzen politischen Laufbahn kaum je erlebt haben. Und zugleich ist unser Land Deutschland ins Zentrum der europäischen internationalen Verantwortung gerückt, wie wir uns das zunächst nach 1990 vermutlich alle miteinander noch nicht haben vorstellen können. Angela Merkel sicer upa, da bi s pogajanji v novi koaliciji zaključili do sredine prihodnjega meseca, ko bi že lahko predstavili osnutek nove koalicijske pogodbe.